Commander Shepard, es ist schön, Sie wiederzusehen. Sie sind die Drohne vom Schiff des Shadowbroker. Dr. T'Soni nennt mich jetzt in 95% aller Fälle Glyph statt Infodrohne. Ich würde gerne Ihre Aufmerksamkeit auf ein Terminal in Ihrem Büro richten. Es analysiert Informationspakete. Wenn Sie nützliche Daten finden, recherchiere ich Upgrades für Sie. Und wonach sollte ich suchen? Ich sage Bescheid, wenn Sie relevante Daten gefunden haben. Dann treffen Sie Ihre Auswahl an diesem Terminal. Doch nun würde Dr. T'Soni gerne mit Ihnen sprechen. Ich wünsche einen schönen Tag. Sie haben also nicht nur die Drohne von Ihrem Schiff mitgebracht. Einiges war notwendig. Ohne Datenfeeds wäre ich ein sehr passiver Shadowbroker. Haben Sie Zugriff auf Ihre Ressourcen? Eingeschränkt. Wir müssen damit dieses Proteanergerät studieren. Bevor wir ihn nicht genau verstehen, ist sein Einsatz viel zu gefährlich. Haben die Proteaner diese Waffe fertiggestellt? Sie meinen, ob wir es damit hinkriegen? Sie hätten nicht alles auf dieses Gerät gesetzt, wenn sie daran gezweifelt hätten. Aber wir müssen wirklich wissen, was sie uns da hinterlassen haben. Ich spiele nur ungern wie ein Kind mit einer geladenen Pistole herum. Richtig. Der Schaden, wenn die nach hinten losgeht, ist unvorstellbar. Bevor die Reaper kamen, fingen die Leute endlich an zuzuhören. Mit etwas mehr Zeit wäre die Erde vielleicht nicht... Tut mir leid. Das ist vielleicht kein gutes Gesprächsthema. Der Gedanke bedeutet mir viel. Danke. Keine Ursache. Und was ich noch sagen wollte... Es tut gut, wieder da zu sein, Shepard. Und somit grüße euch zurück zu Mass Effect 2. Wir waren jetzt hier einen kleinen Ausflug machen bei der... da können wir dann später auch noch zugreifen. Ich habe gedacht, wir schauen mal Panzerung. Farron hat seine Kontakte überredet, ein Panzerung-Modkit an die Normandy zu liefern. Der Universal-Gel-Konverter und das Miniaturfertigungswerkzeug des Kits sind im Citadel-Sektor zwar eigentlich illegal, können aber eine einmalige Modifizierung von Shepards Panzerung durchführen und dabei entweder die Schildstärke verbessern oder Fächer für Thermomagazine hinzufügen. Geile Sache, Baby. Das behalten wir uns einmal im Auge. Okay, im Auge behalten ist natürlich ein klein wenig... Jo, genau. Danke für das Datenpaket. Die Ergebnisse finden Sie im Informationsnetzwerk-Terminal. Ja, danke, Cliff. Ach, das ist doch schön. Diese Harmonie, die hier überall herrscht, diese Spritzigkeit. Nein. Ich suche eigentlich etwas anderes. Waffenkammer, Frachtraum, Shuttle. Crewdeck. Hauptgefechtsstand, das muss hier sein. Weißt du, jetzt ist die Normandy eh so klein und ich verlaufe mich die ganze Zeit. Hier ist Garus. Ich muss so viel lachen über diese O-Beine. Ah, da ist Liara. Crew. Damentoilette. Herrentoilette. Lebenserhaltung. Lebenserhaltung? Nö. Da war eigentlich eh... Ich suche... Abhishek Bhakti, Dubanski, Tax, Presley, Grant. Schade, leider. Bakari, Rahman, Negulesco, Flam, Jenkins, Draven, Talita Draven.
Chase, Barberry, Grenado, Barrett, Gladstone, Lowe, Alenko, Mordin, leider. Ich hätte so gern alle durchgebracht. Na, egal. Mannschaftsquartier, wo ist dieser bescheiden, beschissene... Ja. Ah, das war Liara. Dort ist der VI-Kern, das nutzt mir alles nichts. Ich suche etwas Bestimmtes und ich finde es nicht. Einsatzzentrale und Brücke. Das muss dann hier sein. Probieren wir es hier nochmal. Ah, das ist das Terminal, das müssen wir uns dann später anschauen. Wo ist es? Da ist der Jokka. Commander? Ja, das bin ich. Ah, hier ist das, was ich gesucht habe. Und hier ist der Mann, den ich suche. Commander, danke, dass ich Ihr Schiff benutzen darf, bei diesem Plan mitwirken kann. Garrus sagte, er muss sich um die Waffensysteme der Normandy kümmern. Kalibrierung oder so. Klingt nach Garrus. Leider begleitet uns die Asari-Ratsherrin nicht. Sie sagte, es gebe zu viel böses Blut mit den Kroganern. Könnte sein. Aber es gibt viel mehr Blut. Echtes Blut. Wenn wir es nicht versuchen. Wenn Sie das so sagen? Je früher der Gipfel, desto früher wissen wir Bescheid. Kann ich Ihnen sonst noch irgendwie helfen? Kurzer Blick. Ich verstehe, dass das eine schwierige Zeit ist, Primarch. Aber die Erde geht ohne Verstärkung unter. Kann ich noch auf Sie zählen? Wenn die Kroganer uns auf Peleven helfen, haben Sie mein Wort darauf. Wie fühlen Sie sich als Primarch? Anders als erwartet. Die Schlacht der Schlachten tobt auf Peleven. Und ich lese Lichtjahre davon entfernt Verlustberichte in Millionenhöhe. Ich möchte bei meinen Soldaten sterben, damit sicher ist, dass wir bis zum letzten Mann gekämpft haben. Ich verstehe. Die Erde zu verlassen, um sie zu retten. Selten ist mir etwas so schwer gefallen. Das überrascht mich nicht. Garrus hält viel von Ihnen. Sie wollten nie eine Anführerin sein, aber Ihr Volk stirbt, wenn Sie sich weigern. Unsere Lage ist ziemlich ähnlich. Hoffentlich gewähren uns die Geister die Stärke, das alles durchzustehen. Wie sieht's aus auf Palaven? Die Verluste sind schockierend. Die Reaper setzen unsere eigene Taktik gegen uns ein. Den Feind mit einer Übermacht vernichten. Genau wie auf der Erde. Der Stratege in mir bewundert ihre Rücksichtslosigkeit. Der Turianer in mir sieht die Zerstörung von 15.000 Jahren Zivilisation. Meiner Zivilisation. Danke, Primarch. Meine Gedanken sind bei Palaven. Und meine bei der Erde. Okay. Dann wird es jetzt Zeit für eine ganz andere Mission. Diese O-Beine, ich komme auf das, wie man... Ich komme auf die, wie man heutzutage so schön sagt, gar nicht klar. Und nach dieser Mission müssen wir uns dann mal eine Mail anhören. Oder anschauen. Da geht es um unsere... Wie heißt sie? Da habe ich den Namen vergessen. Ashley. Genau, das war's.
Warte ein bisschen, ich möchte das probieren. Bloß nicht zu viel. Okay, ich glaube, hier ist nichts. Gut. Ach du meine Güte, sie fallen ein wie die Fliegen. Das behalten wir uns für eine eigene Folge auf. Milan-Nest, Hadeskammer. Was war da? Keine Ahnung. Sigurds Wiege. Hier sind Punkte. Ah, die kommen erst später dazu. Okay. Der Würgeschlund. Ach du meine Güte. Zitadelle. Appienkreuz. Treffen mit den Diplomaten. Jetzt wird's lustig. Noch tun wir hier nichts scannen. Wir machen zuerst die Missionen und dann scannen wir. Die Diplomatenschiffe von Salarianern, Turianern und Kroganern treiben in großer Entfernung voneinander dahin, außerhalb der jeweiligen Reichweite ihrer Waffen. Nachrichten der verschiedenen Fraktionen zeigen, dass sie es begrüßen würden, wenn die Normandy zum neutralen Treffpunkt ihrer Diplomaten erklärt würde. Der Umstand, dass sie sich nicht im Vorfeld auf ein Schiff für diese Funktion geeignet haben, ist kein gutes Omen für die Verhandlungen. Commander, die salarianische Dalatras und der kroganische Clanführer möchten an Bord kommen. Bringen Sie sie in den Konferenzraum. Hoffentlich löst das nicht noch einen Krieg aus. Der Kroganer ist nicht in der Position, Forderungen zu stellen. Der Kroganer hat einen Namen. Erdnord Rex. Und ich bin kein Schrottplatz, Baron, den man loshetzt, wenn man Ärger hat. Ich habe meine eigenen Probleme. Reaper-Kundschafter sind auf Tuchanka gelandet. Warum sollten mich aussterbende Turianer interessieren? Das Ausdehnen der Verhandlung wird Ihnen nichts bringen, Rex. Ich habe keine Zeit dafür. Sagen Sie uns, was Sie wollen. Ich sag Ihnen, was ich brauche. Ein Heilmittel für die Genophage. Auf keinen Fall. Die Genophage steht nicht zur Disposition. Warum missfällt Ihnen diese Idee, Dalatras? Mein Volk hat die Kroganer unterstützt. Wir kennen sie am besten. Sie haben uns benutzt, um einen hoffnungslosen Krieg zu führen. Nicht die Salarianer, Turianer oder Ashari haben die Rachni aufgehalten. Kroganisches Blut hat die Wende gebracht. Richtig. Und danach waren sie nicht länger nützlich. Nur die Genophage konnte ihre Bedürfnisse unter Kontrolle halten. Dalatras, Sie mögen ihn ablehnen, aber Rex hat recht. Beleidigungen ändern daran nichts. Ich werde mich für die Wahrheit nicht entschuldigen. Wir haben die Kroganer nur unterstützt, damit sie Krieg führen. Mehr können sie nicht, und zwar, weil wir es so wollten. Dann hätte Ihr Volk länger darüber nachdenken sollen. War der Aufstand der Kroganer wirklich eine Überraschung? Genau davon rede ich, Commander. Uns an die Kroganer zu wenden war verzweifelt und vorschnell. Es war derselbe Fehler, den Sie heute machen wollen. Die Heilung der Genophage würde nichts Gutes bringen. Die Heilung der Genophage würde nichts Gutes bringen.
Die Kroganer haben für ihre Fehler bezahlt. Die Genophage wirkt nun schon lange genug. 1476 Jahre, um genau zu sein. Das waren 1000 Jahre Frieden ohne diese Grobiane. Es reicht. Ob sie ein Heilmittel verdienen oder nicht, ist akademisch. Es würde Jahre dauern, eins herzustellen. Da habe ich andere Informationen. Ein salarianischer Wissenschaftler, Malin, entwickelte ein Gewissen. Er hat bei uns ein Heilmittel an unseren Frauen getestet. Ja, seine Methoden waren barbarisch. Aber Sie wissen nicht, dass einige andere Frauen seine Experimente überlebt haben. Also hat die Dalatras ein Team geschickt, um aufzuräumen und die Frauen zu inhaftieren. Wo haben Sie das her? Das könnte inszeniert sein. Beleidigen Sie mich nicht, das sind meine Leute. Sie sind immun gegen die Genophage und Sie werden sie zurückgeben. Dalatras, ist das wahr? Was würde die Heilung der Genophage meinen Leuten nützen? Was würde die Heilung der Genophage meinen Leuten nützen? Wie lange können sie alleine gegen die Reaper bestehen? Denn wenn sie nicht helfen, wird es so enden. Und ich bin der letzte freundliche Turianer, den Sie jemals sehen werden. Ihre Entscheidung? Die Frauen befinden sich in einer STG-Basis auf Surkesh. Doch ich warne Sie, die Konsequenzen Ihres Handelns werden uns noch Jahrhunderte lang... Das ist nichts verglichen mit dem, was passiert, wenn die Reaper siegen. Los, holen wir die Frauen. Sie setzen keinen Fuß auf Surkesh. Das erfordert Zeit. Jetzt sofort! Shepard wird den Austausch als Ratspekter beaufsichtigen. Aufbrechen! Ich werde das nicht vergessen, Commander. Tyrannen haben in der Not nur wenige Freunde. Boah. Das wird jetzt grausig. Das wird jetzt grausig. Nehmen wir mal die Edivit. Mal schauen, was sie im Kampf kann. Ich weiß es nicht mehr. Das ist schon natürlich ein paar Jahre her. Wie wird wohl... Warte mal. Garus und sie. Heilige Scheiße. Was habe ich mir dabei gedacht, das Ganze so zu gestalten? Unabhängige KI, Täuschkörper, Verteidigungsmatrix, Überlastung, Verbrennung. Okay, ja, das haben sie alle gleich. Oh, ach scheiße, ich hätte den... Haben wir einen Punkt gehabt? Sicher. Er hat nur einen Punkt, aber den können wir nicht nehmen. Nutzen. Wir sind unterwegs zu den Salarianern. Man ist hier nicht an den Anblick von Kroganern gewöhnt, also machen wir es kurz. Wir landen, holen die Frauen und verschwinden, bevor jemand es sich anders überlegt. Ich glaube denen immer noch kein Wort. Seien Sie freundlich. Bleiben wir diplomatisch, sie bekommen schon, was sie wollen. Diese Frauen sind die beste und wahrscheinlich letzte Chance für mein Volk. Wir bringen sie nach Hause, Rex. Sie haben auf diesen Tag lange genug gewartet. Ein ganzes Leben. Ich weiß die Unterstützung zu schätzen, Garrus. Ich dachte schon, Sie wären auf Ihrem Thron weich geworden und hätten vergessen, wie man eine Waffe hält. Das Abholen der Frauen sollte völlig problemlos ablaufen. Wer ist die synthetische? Ich bin Edi, die künstliche Intelligenz der Normandy. Dann hat Ihnen Joker wohl nichts über die Salarianer beigebracht. Commander, die Sensoren haben die salarianische Basis erfasst. Landen Sie.
Commander, die salarianische Bodenkontrolle meint, wir hätten keine Landeerlaubnis. Sagen Sie denen, die Dalatras hat das autorisiert. Ich wusste, dass sie ihr Wort nicht halten würden. Die sollen mal einen kroganischen Abwurf verhindern. Rex! Wir haben eine nicht genehmigte Landung. Und wer hat Ihnen genehmigt, meine Spezies als Geisel zu halten? Psi. Halt! Aufhören! Nicht schießen! Commander Shepard, bremsen Sie Ihren Kollegen. Wir haben gerade eben erst von diesem Transfer erfahren. Ich möchte keinen diplomatischen Zwischenfall. Genau. Aber Sie haben etwas, das Rex viel bedeutet. So wertvoll, dass ich dafür sterben würde. Wir können die Sache klären, aber ich muss darauf bestehen, dass er unter Bewachung bleibt. Ich krieg das schon hin, Rex. Wenn es nicht klappt, sind alle Abmachungen gestorben. Das stimmt schon, Commander. Jeder denkt nur an den Krieg. Und unsere Leute sind extrem nervös. Vorsicht! Achten Sie auf den Eindämmungsschild. Da werden Erinnerungen wach. Wie Sie sehen, gibt es in dieser Basis heikle Informationen. Was genau wird hier gemacht? Evolutionsversuche, morphologische Simulation, exogenetische Beurteilung. Bei Salarianern geht's nie einfach, richtig? Die Wissenschaft war immer unsere beste Verteidigung. Durch die hier betriebene Forschung war Sokesh jahrtausende lang sicher. Zum Beispiel über verschwundene Kroganerinnen? Den Frauen ging es gar nicht gut, als wir sie auf Tuchanka gefunden haben. Sie wurden hergebracht, um sie zu stabilisieren. Dieser ganze Planet stinkt. Ich würde sie gerne sehen. Ich muss Ihnen nur eine Freigabe für die unteren Ebenen besorgen. Geben Sie mir kurz Zeit, wir treffen uns dann beim Fahrstuhl. Achtung, Biolabore. Bitte auf Eintreffen des Jagdexemplars vorbereiten. Also ein kleiner Einwand mal zwischendurch. Ich bin schon lange nicht mehr und ich spiele das Spiel jetzt seit circa, ja, 6 bis 7 Stunden circa. Bereitschaftsteams bleiben auf Bedrohung. Ein Codeknacker vom Geheimdienst hat erzählt, dass die Turianer nicht mehr lange durchhalten. Die Reaper haben sie bis an die Wand zurückgedrängt. Die Turianer haben die größte Flotte der ganzen Galaxie. Und wir sind nur ein paar Masseneffektportale von dieser ganzen Scheiße entfernt. Tja. Achtung, an das gesamte Personal. Erhöhte Sicherheitsmaßnahmen aktiv. Es ist notwendig, dass Sie sich jederzeit ausweisen können. Das würde ich noch fertig erzählen, bevor ich dazu mal dumm scheiß. Ich bin schon lange nicht mehr, ich meine so gut wie The Long Dark ist, Fallout und alles andere, was ich in der letzten Zeit gespielt habe. Commander Shepard, Major Kirahi. Ich hatte schon gehört, dass Sie kommen würden. Ja, warte mal, Mass Effect 1. Schön, Sie wiederzusehen. Offensichtlich wurden Sie befördert. Ja, und daran ist unsere Mission auf Vermeer nicht ganz unschuldig. Stellung halten. Sie haben an jedem Tag meine Männer gerettet. Schön, ein freundliches Gesicht zu sehen, Major. Garrus Vakarian. Wie immer eine Freude. Die Reaper schaffen es immer wieder, uns zusammenzubringen. Schön gesagt. Wie wurden Sie hierher versetzt, Major? Ich habe das Team auf Tuchanka angeführt, das die Frauen gefunden hat. Malin mag es ja gut gemeint haben, aber seine Methoden waren nicht durchdacht. Testobjekte sind verschwunden. Die Frauen konnten einfach aus seinem Labor fliehen. Wie finden Sie es, dass die Frauen hierher gebracht wurden? Unsere Wissenschaftler sagen, es sei wichtig, die Frauen zu bewahren, als evolutionäre Paradigmen. Ich sage, sobald Leute wissen, dass du etwas Wertvolles versteckst, wollen sie es stehlen. Wie auch immer, ich habe meine Befehle. Das alles wird bald schon Ihr Problem sein. Wir beide spüren wohl noch die Nachwirkung von Vermeer. Ja, welche Ironie. Sie haben das Heilmittel der Genophage vernichtet und jetzt ist es der Schlüssel für ein Bündnis. Ihr Kampf mit Erdnot Rex ist bei der STG legendär.
Sie haben Rex' Auftritt sicher gesehen. Unsere Kolonien 3 Systeme entfernt haben ihn gesehen. Er ist über die Sicherheitsmaßnahmen nicht sehr erfreut. Entschuldigung, aber das ist besser als ein Kroganer, der mit der Schrotflinte durch die Basis streift. Denken Sie an die Opfer. Unsere Krankenstation würde damit nicht fertig. Eine Hochsicherheitsanlage. Erwarten Sie Ärger? Unser Motto bei STG lautet, immer Ärger zu erwarten. Kommt keiner, machen wir eben anderen Ärger. Unsere Feinde haben die gleiche Idee. Ein hinterlistiger und pragmatischer Ansatz, ziemlich verbreitet unter Salarianern. Sind die Salarianer auf einen Krieg gegen die Reaper vorbereitet? Ich habe gehört, was sie mit ihrer Erde machen. Ich bezweifle, dass man sich auf sowas vorbereiten kann. Obgleich Gerüchte kursieren, dass sie eine Art Superwaffe bauen? Diese Sache mit den Frauen ist Teil davon. Ich brauche die Turianer und die brauchen die Kroganer. Genau deshalb bin ich kein Diplomat geworden. Zu viel Händchen halten. Das sollen die Dalatras machen. Weißt, das würde ich vorhin sagen. Ich bin schon lange nicht mehr an einem Spiel gesessen, wo jede Minute mir ein Lächeln über das Gesicht gebracht hat. Ah, es ist herrlich. Schön, Sie zu sehen, Major. Ebenso. Und, Commander, ganz egal, was die Politiker beschließen, Sie können bei der Rückeroberung der Erde auf meine Unterstützung zählen. Gut zu wissen. Betrachten Sie es als meine Art, mich zu revanchieren. Es wäre mir eine Ehre, wieder an Ihrer Seite zu kämpfen. Guten Tag. Der Grinser war jetzt geil vor ihm. Noch ein Angriff? Die Verteidigung meldet ein nicht identifiziertes Flugobjekt in der Nähe unserer Annäherungsvektoren. Als würde jemand unsere Abwehrmechanismen testen. So sieht es aus, Sir. Das gefällt mir nicht. Nicht angesichts dessen, was... Sie haben jetzt die Freigabe, die Frauen zu sehen, Commander. Hoffentlich können wir die Sache klären, ohne die kroganischen Rebellionen nachzustellen. Was für eine Arbeit tun Sie hier? Eingriffe in die Evolution. Meine Regierung nennt es Unterstützung. Die Entwicklung anderer Spezies wird so gelenkt, dass sie unseren Zwecken dienen. Bis vor kurzem habe ich Lebensformen daraufhin untersucht, ob sie für die Unterstützung geeignet sind. Und jetzt nicht mehr? Meine Arbeit hat mehr Fragen aufgeworfen als beantwortet. Jetzt suche ich nach dem zugrunde liegenden Prinzip, das die Evolution überhaupt in Gang hält. Das stimmt sogar irgendwie. Das klingt ja beinahe spirituell. Nur aufgeschlossen. Die Entdeckung des Prozesses der Evolution ist der Durchbruch in der Entwicklung jeder Spezies. Ihren Zweck zu ergründen, würde einen Paradigmenwechsel auslösen. Wissen Sie, was mit Malin ist? Als unser Team Tuchanka erreichte, war er bereits fort. Vielleicht hat ihn einer der Kroganer-Clans getötet. Oder er ist vom Planeten geflüchtet. Wirklich schade, Malin war klug, wenn auch etwas naiv, was den Status quo anging, den er verändern wollte. Wie stehen Sie zu der Auslieferung? Ich bin anderer Ansicht als die meisten meiner Kollegen. Die Heilung der Genophage bringt die Sache endgültig zum Abschluss. Die Kroganer spielen vielleicht in Zukunft eine Rolle, die wir uns noch gar nicht vorstellen können. Wir sollten die Evolution über Leben und Tod entscheiden lassen, nicht die galaktische Politik. Danke für Ihre Zeit. Kein Problem. Wir können zum Fahrstuhl gehen, wenn Sie soweit sind. Ja, jederzeit. Bereitschaftsteams bleiben auf Bedrohungsstufe 1. Alarm! Bedrohungsstufe 2. Bereitschaftsteams aufteilen. Achtung, an das gesamte Personal. Was ist los? Sensoren zeigen Aktivität auf dem Gelände. Wir sollten gehen, Commander. Hoffentlich nichts Schlimmes. Das Basispersonal bleibt bis auf weiteres auf Posten. Sagten Sie nicht, der Alarm bedeutet nichts? Vielleicht ja doch. Das sind die Frauen. Sie haben das leider nicht überlebt. Was? Malins Heilmittel hat ihr Immunsystem gestört.
Ach du Scheiße. Wie bringen wir das jetzt in Rex bei? Nach den Experimenten habe ich seine Forschung zum Heilmittel gespeichert. Ja, ich hatte anonym ein entsprechendes Datenpaket erhalten. Ich gehe davon aus, dass Morden Solus es geschickt hat. In Melons Daten fehlen entscheidende Details zur Rekonstruktion des Heilmittels, aber wir können es damit aus Lebendgewebe synthetisieren. Leider konnten diese Daten Ihnen nicht helfen. Ohne das Mittel besteht keine Hoffnung mehr, dieses Bündnis noch länger zusammenzuhalten. Jemand hat Rex davon überzeugt, dass diese Frauen noch leben. Ja, das war ich. Ich habe Erdnot Rex gesagt, dass Sie hier sind. Sie sind seine Insiderquelle? Er hatte das Recht, es zu erfahren. Eine Frau hat auf die Behandlung angesprochen. Sie ist immun gegen die Genophage und damit die letzte Hoffnung der Kroganer. Sie weigert sich, uns ihren Namen zu sagen. Wir haben ein Vertrauensproblem. Commander Shepard von der Allianz Navy. Sind Sie hier, um mich zu töten? Ich kann mir kaum vorstellen, was sie durchgemacht hat. Erdnot Rex und ich sind hier, um sie nach Hause zu bringen. Weshalb? Was bin ich für Sie? Sie sind die Zukunft der Spezies Kroganer und dafür kämpfe ich. Dann haben Sie hoffentlich eine Armee dabei. Alarm! Nicht identifizierte Schiffe in unserem Luftraum. Aktueller Statusbericht. Kommunikation nach draußen unmöglich. Wir sind abgeschnitten. Alle Daten sofort extern sichern. Was ist los? Wir haben mehrere Schiffe im Anflug. Shepard, hier Rex. Cerberus-Truppen greifen die Basis an. Holen Sie sofort die Frauen da raus. Nur eine hat überlebt. Hier unten ist es vielleicht sicherer. Was? Damit die Salarianer sie umbringen können, genau wie die anderen? Kein Deal. Wenn Sie das Bündnis wollen, schaffen Sie sie da raus. Lassen Sie die Frau frei, wir gehen. Das geht nicht. Während einer Abregelung darf laut Protokoll kein Exemplar... Das Protokoll entfällt vorübergehend. Na los! Commander, ich muss den Tank während des Quarantäneprozesses begleiten. Wir treffen uns beim nächsten Kontrollpunkt. Es scheint klar zu sein, dass Cerberus keine Heilung der Genophage will. Sie sehen Tuchanka wieder. Versprochen. Zum Fahrstuhl, Commander! Bedrohungsstufe 3 wurde ausgerufen. Feuererlaubnis ist damit erteilt. Jetzt wird's interessant. Irgendwas stimmt nicht mit dem Aufzug. Er reagiert nicht. So, versuchen Sie es jetzt, Commander. Scheiße. Oh, Scheiße. Zurück! Commander Shepard, alles in Ordnung? Gibt es noch einen anderen Ausgang? Auf der anderen Seite des Labors, ein Notausgang. Ich kann ihn von hier aus öffnen. Ja, dann Commander UX, Cerberus Truppen überwachen unsere Fortschritte. Der Quarantäne-Kontrollpunkt wird angegriffen. Begeben Sie sich sofort dorthin. Bin unterwegs, bin unterwegs. Shepard, hier ist Rex. Ich habe das Shuttle genommen. Tun Sie alles, was nötig ist und bringen Sie die Frau rauf zum Landeplatz. Ich mach bis dahin Cerberus das Leben schwer. Feindbeschuss von Position Telsec 4. Sofort Verstärkung zu dieser Position. Hä? Der Aris-Trupp. Alles wird freigegeben. Sichern Raster. So, liebe Leute. 979. Verstanden, Aris. Ihr Ziel ist die Eliminierung der Kroganer. Verstanden. Greifen Sicherheitskräfte der Basis an. Gesichert. Es ist unwahrscheinlich, dass das der letzte war. Nee, da kommt noch was. Kurzer Blick. Ich kann nicht mal speichern. Kotzt mich an. Die Edi hätte... Achso, 0, okay. 0 ist 0. Noch mehr Feinde! Echt? An alle Trupps. Achtung, wir stoßen auf Widerstand durch. Sie dürfen nicht im Labor Deckung beziehen.
Ah, ich glaube, dafür haben wir noch zu wenig Radius. Egal. Die Frau wird gegen so viel Feuerkraft nicht lange durchhalten. Commander, wo sind Sie? Cerberus nähert sich unserer Position. Wir sind unterwegs. Dauert einen kleinen Moment mit unseren O-Beinen. Ja, das mit den O. Was ist das? Vorsicht! Da ist der nächste Shadow Broker. Ich könnte schwören, dass er die ganze Zeit Tissoni gemurmelt hat. Commander Shepard, am Kontrollpunkt sind Cerberus-Truppen. Sie nehmen die Kroganerin ins Visier. Ja, ich hab's bemerkt, Junge. Ich sehe den Kontrollpunkt! Sie werden beschossen! Wir müssen eingreifen. Ja, wenn ihr nur senktet. Wir brauchen die Kampfdrohne. Was? Sanitöter? Was sowas gibt? Ich schlage vor, Sie kümmern sich zuerst um Cerberus, Commander. Ah, okay. Wo sind? Commander, der Techniker wurde getötet. Bringen Sie uns durch den Kontrollpunkt. Ja, wo ist der Kontrollpunkt? Hä? Wo ist der Kontrollpunkt? Ganz verstehen tue ich es jetzt Commander, nicht. gehen Sie bitte erst, wenn Sie uns durchgebracht haben. Ja, wo? Sind die lustig? Jetzt da. Alles okay? Der Eindämmungsschild hält, auch wenn sich das für unsere Patientin wahrscheinlich anders anfühlt. Mir geht's gut, Commander. Wahrscheinlich hat Cerberus einen Tipp bekommen, vielleicht von einem Maulwurf in der SCG, möglicherweise indoktriniert. Es würde ihr Bündnis mit den Turianern scheitern lassen. Das wird nicht passieren. Treffen am nächsten Kontrollpunkt. Cerberus wird uns wohl angreifen. Shit. Schnell zum nächsten Kontrollpunkt. Alle Trupps kommen nicht unter diese Pedale. Wir sind unterwegs zur nächsten Ebene. Alle Trupps kommen. Wo ist Team Minerva? Shepard, nun machen Sie schon. Ich Ja. versuche Ihr Feuer auf mich zu lenken. Was soll ich machen? Hier ist Wix. Der letzte Angriff hat unsere Sicherheitssysteme schwer beschädigt. Ich versuche, sie so gut wie möglich zu reparieren. Durchhalten, wir versuchen zu ihnen zu kommen. So, nimm das. Dann kann ich mich um ihn kümmern. Alle Feinde am Boden. Sehr gut. Wenigstens Cerberus etwas. meint es wirklich ernst. Sie sind zu allem fähig. Ja klar, wenn wir in Unbekannten beleidigt haben. Commander, zurück! Feind am Ende der Halle! Gibt es einen einfacheren Weg? Könnte man sagen. Warum habe ich sowas nicht? Los, Commander! Ich gebe Ihnen Deckung!
Orion-Truppen, Sie haben Befehl, die Stellung zu halten und den Zugang zum nächsten Kontrollpunkt zu blockieren. Sie versuchen, eine Blockade aufzubauen. Ja. Dann werden wir dagegenhalten. Irgendwie. Bei einem Angriff von vorne werden wir zerlegt, Shepard. Ja. Ein Flankenmanöver wäre erfolgsversprechender. Weil es nicht so einfach. Wir müssen die Geschütze ausschalten. Alles nicht so einfach. Kampfdröhnchen, wo bist du? Jetzt bin ich tot. Ah, dieses Scheißgeschütz. Weiß heute einiges aus, ha? So, bitte, verbrenn du Arsch. Keine Feinde mehr in Sicht. Zum nächsten Kontrollpunkt. Ich wette, Cerberus ist noch nicht am Ende. Nö. Quarantäne-Einstellungsschild wurde beschädigt. Scan wird durchgeführt. Freigabe bestätigt. Danke. Wix hat recht. Cerberus hat einen Hinweis bekommen. Die waren einfach zu schnell hier. In jedem Krieg gibt's Verräter. Aber wer? Aber wer war der Verräter? Hier unten sind die Ebene Baron. Die meint's anscheinend ernst. Weitere Feinde im Stockwerk über uns. In Deckung! Ich gehe nach oben! Also die Kämpfe sind knackiger. Alles dauert wieder 2-3 Minuten. Commander, hier ist Wix. Der Fahrstuhl hat eine Fehlfunktion. Wo sind Sie? Energierelais. Scheiße, muss ich wieder runter oder was? Ja, wie komme ich da hoch? Ich muss darauf, aber wie? Okay, das. Cerberus schießt auf den Tank. Wir Ausschalten! Drängen Sie sie von der Frau weg! Cerberus hat die Energieversorgung unterbrochen. Sie müssen die Notfallsysteme umleiten. Ich bin dabei. Energie jetzt online. Das war's. Sie können uns jetzt durchbringen.
Moment, Cerberus ist wieder da, Commander. Oh mein Gott. Wir haben die Kroganerin wieder aufgespürt. Raster 531. Sie dürfen nicht in die Nähe der Frau. Verstanden. Jawohl. Machen Sie weiterhin Druck. Kurz einen Blick. Panzerbrechend und du bitte. Ich hasse diese Schildtypen. Gute Arbeit. Sie können uns jetzt durch den Kontrollpunkt bringen. Kurz einen Blick. Wo ist der Kontrollpunkt? Wie geht es Ihnen? Der Eindämmungsschild hält, aber für sowas ist er nicht ausgelegt. Das ist nicht Ihr Problem, Commander. Sie kennen mich nicht. Das will ich aber ändern. Halten Sie durch. Wie viele Checkpoints noch? Der nächste ist die Landezone. Wird Erdnot Rex da sein? Rex kann seine Finger nicht von einer fruchtbaren Frau lassen. Er wird da sein. Wir sehen uns dann oben. Kroganerin gefunden. Schalten Sie aus. So, bitteschön. Was du brauchst, ist ein Begräbnis. Ich erspare dir sogar die Kosten dafür. Oh! Sieht sicher aus. Verschwinden wir von hier. Shepard, schaffen Sie Ihren Arsch hier rauf. Ich kann nicht ewig rumfliegen. Die Frau ist auf dem Weg rauf zum Landeplatz. Wenn Sie das schaffen, ernenne ich Sie zur Ehrenkroganerin. Ich mag die Truppe. Wir sind fast wieder in der Landezone. Commander, Cerberus hat uns gefunden. Liegen unter schwerem Beschuss. Ja, ich bin dabei, ich bin schon da, Meister. Hier Phoenix 6. Wir haben die Kroganerin in die Ecke. Cerberus schießt auf den Tank. Wir brauchen sofort Unterstützung. Ich bin schon hier, Meister. Pudel. Verstärkung ist unterwegs. Diese Verwundung. Shit. Der Schild lässt nach, Commander. Ja. Commander Shepard, der Eindämmungsschild wird schwächer. Beeilen Sie sich. Ja, ich bin dabei, Pudelinger Sepp. Wo? Boah, ganz schick. Ich glaube, wir haben es geschafft. Der Quarantäneprozess erfordert jetzt Ihre letzte Freigabe. Ihre Freilassung autorisieren, Commander. Dann wird der Tank zur Landezone gebracht. Bringen wir sie hier weg. Shepard, Achtung, Feind im Anmarsch. Ach du Scheiße. Shepard, ich kann erst landen, wenn Sie mit dem Ding fertig sind. Sonst ist es zu gefährlich. Kroganerin gestellt.
Die Tür wurde beschädigt. Ich kann nicht raus. Halten Sie Abstand, ich kläre das. Beschützen Sie die Kroganerin. Sie ist da oben ungeschützt. Commander Shepard, der Eindämmungsschild wird schwächer. Beeilen Sie sich. Ich weiß. Warte mal. Wir machen das anders. Panzerbrechend. Schwerer Schaden bei Gesundheit und Panzerung. Vielleicht können wir ihn knacken. Sehr beeindruckend, aber ich ziehe meinen Körper vor. Das glaube ich dir, Edi. Wieso geht die scheiß KI immer auf mich? Erledigen Sie das Ding. Ich bin... Gegen Saren war viel härter als das hier. Rex wird im Alter auch nicht umgänglicher, was? Habe ich irgendwas, was mir... Der Dreckskerl ist fertig. Richtig. Es sind noch weitere Feinde übrig. Ich Vorsicht weiß. ist angeraten. Ich weiß. Da oben ist noch einer. Ich glaube, Sie haben es geschafft. Von hier oben sieht alles sicher aus. Ich komme runter. Ich hatte mir Sorgen gemacht. Beeilen wir uns. Bringen wir sie weg von hier. Da sind sie. Da sind sie. Los! Ich kann auf mich selbst aufpassen, Rex. Frauen. Was macht Cerberus hier? Was wollen Sie? Commander, wie ich höre, arbeiten Sie an einem Vertrag zwischen Kroganern und Turianern. Wenn ich Kroganer nach Palaven bringe, unterstützen mich die Turianer. Und was hat Cerberus damit zu tun? Ich weiß es nicht. Der Unbekannte hat irgendetwas vor. Den müssen wir auf Distanz halten. Dieser Vertrag wäre ein gewaltiger Sieg für die Allianz. Wir brauchen absolut jede Hilfe. Was ist mit dem Proteaner-Gerät? Die Allianzforschung hat offiziell mit dem Bau begonnen. Unter dem Namen Projekt Tiegel. Wir setzen jeden dafür ein, der einen Hammer halten kann. Das ist das ehrgeizigste Unternehmen der Menschheitsgeschichte. Werden wir es schaffen? Ich sage nicht, dass es einfach wird. Aber laut unseren Forschern sind die Entwürfe elegant. Gewaltige Ausmaße, aber irgendwie auch simpel. Wir schaffen das, Shepard. Sie schaffen es. Und keine Zweifel. Nein, Sir. Gut, Hackett Ende.
Sie haben die Frau, Rex. Das Heilmittel für den Rest Ihrer Leute hat Zeit. Das war nicht der Deal. Aber Palaven braucht ihre Truppen jetzt. Es darf keine Verzögerung geben. Wenn nicht jeder Kroganer das Heilmittel bekommt, gibt es kein Bündnis. Wix, wie lange wird das Heilmittel brauchen? Ich brauche noch viel Zeit, um aus dem Gewebe der Frau ein Antigen als Basis zu synthetisieren. Ich brauche eine Gewebeprobe eines gesunden Kroganermannes. Steht vor Ihnen. Also gut. Sie müssen aber für die Prozedur an Bord der Normandy bleiben. Hoffentlich ist das Essen jetzt besser. Dann fangen Sie an und beeilen Sie sich. Falls Sie mich brauchen, ich bin in Ihrer Krankenstation und mache Tests mit Eva. Eva? Ein Name aus Ihrer eigenen Mythologie. Er hat passende Konnotationen und ist respektvoller als Kroganerin. Sie hat uns ihren richtigen Namen nie gesagt. Sprechen Sie mal mit ihr. Sehr erhellend. Ist sonst noch irgendwas? Es gibt ein kleines Problem wegen eines Schiffs, zu dem unser Kontakt abgerissen ist. Details? Das bespreche ich lieber unter 4 Augen. Die Probleme der Turianer sind nichts im Vergleich zu unseren. Die da wären? Einige meiner Männer werden vermisst. Den Rest besprechen wir besser woanders. Ich sehe Sie dann in der Einsatzzentrale. Gesprächsbereit. Ich würde bei so vielen Kindern würde ich durchdrehen. Tagebuch Priorität Tuchanka. Turianischer Zug. Na, das kann ja noch ein Fest werden. Und wie du siehst, im Prinzip wir haben noch nichts geschafft. Oh Gott, das wird noch ein Spaß. Mal schauen, was er zu sagen hat. Commander? Sie sagten, eins Ihrer Schiffe wird vermisst? Es ist abgestürzt. Das konnte ich vor dem Kroganer nicht sagen, weil es auf Tuchanka war. Eine Vorhut der Reaper hat sie mittlerweile auf dem Planeten festgenagelt. Was machen Ihre Männer dort? Tut mir leid, aber das ist geheim. Nun, sie müssen unbedingt gerettet werden und ihre Mission erfüllen. Es ist eine Sache des galaktischen Friedens. Ich tue, was ich kann. Ich weiß Ihre Hilfe zu schätzen und Ihr Verständnis. Die salarianische Dalatras fragt sich, was die Kroganer nach der Heilung tun werden. Wie sehen Sie das? Wenn wir die Reaper nicht aufhalten, spielt das keine Rolle. Aber ich verstehe Ihre Zweifel. Der Mond, auf dem Sie mich gefunden haben? Dort fand unsere letzte Schlacht gegen die Kroganer statt. Sie kannten keine Gnade. Die Kroganer um Hilfe zu bitten, muss schwer für sie sein. Die Fehler der Vergangenheit dürfen uns nicht die Zukunft vernebeln. Unser beider Völker waren einst Feinde. Beim Erstkontaktkrieg. Ich war dabei. Und bin den Geschossen ihrer Navy ausgewichen. Und was ist jetzt? Wir stehen in einem turianisch-menschlichen Schiff und arbeiten zusammen. Wie ist es ausgegangen? Die Kroganer setzten Asteroiden als Waffen gegen unsere Kolonien ein. Wir hatten nur noch ein letztes Mittel. Die Genophage. Ja, die Pläne der Kroganer nach dem Krieg sind wirklich ein Problem. Aber mir ist ein dankbarer Verbündeter lieber als ein nachtragender Feind. Wie viele Ihrer Männer sind auf Tuchanka abgestürzt? Ein Zug. Warum war Ihre Mission eine Sache des galaktischen Friedens? Tut mir leid, Commander. Wie gesagt, es ist streng geheim. Wenn ich meinen Hintern dafür riskieren soll, will ich antworten. Das kann ich nicht sagen. Bitte verstehen Sie das. Der Commander ist Lieutenant Tarquin Victus. Er ist Ihr Kontakt. Victus? Mein Sohn. Ich brauchte jemanden, dem ich vertraue. Das war's.
Natürlich, Commander. Okay, seinen Sohn sollen wir retten. Na gut. Ja, das war wieder mal, ja, ich liebe dieses Spiel. Was für ein Showdown auf Surkesh. Genau wie in alten Zeiten, Shepard. Und ich habe auch wieder ihren Hintern gerettet. Die Kugeln sind mir nur so um die Ohren geflogen. Dank meiner moralischen Unterstützung haben sie es überlebt. Ja, klar. Sie sagten, ein Trupp wird vermisst? Er erkundete das Rachni-Portal. Wegen Gerüchten, dass es dort Ärger gibt. Rachni? Das interessiert Sie, was? Ich muss Sie um einen Gefallen bitten. Einen großen. Die können nicht zurück sein. Ich weiß nur, dass der Kontakt zu den Kundschaftern sofort abbrach. Kompanie Aralak, meine beste Einheit, steht bereit. Sie können sich vor Ort mit ihr treffen. Ich tue, was ich kann. Dann mal los, Shepard. Was tun Sie nach der Heilung der Genophage? Wenn die Reaper erledigt sind, werden die meisten Kroganer Rache an Turianern und Salarianern nehmen wollen. Aber das lasse ich nicht zu. Es bringt uns nicht weiter. Diesmal wird alles anders. Wenn das jemand der Menschheit antäte, würde ich Rache wollen. Ein schrecklicher Kreislauf. Wenn wir uns rächen, unterdrückt uns der Rat mit einer neuen Schikane. Das könnte schlimmer werden als die Genophage. Sowas macht mein Volk nicht nochmal durch. Wie ist die Lage auf Tuchanka? Ich erhalte immer noch einzelne Berichte über landende Reaper-Truppen. Da brodelt was Großes. Sie werden Tuchanka nicht einnehmen. Schon gar nicht so kurz vor der Heilung der Genophage. Mein Volk hatte schon genug Pech. Auf Surkesh konnte die Kroganerin auf sich selbst aufpassen. Unsere Frauen haben schon Kampfgeist. Aber Männer belassen es dabei. Frauen hingegen reden gerne darüber und denken nach. Und reden dann wieder. Nichts für ungut. Ob Sie es glauben oder nicht, manchmal haben wir gute Ideen, Rex. Hören Sie ruhig mal zu. Schon, aber unsere Frauen haben so viele davon. Also tue ich nur so, als würde ich zuhören. Und Kroganerinnen haben auch Temperament. Wie konnte es Ärger mit den Rachni geben? Sie waren praktisch ausgerottet. Die letzte Königin versprach, für immer zu verschwinden. Ich weiß, ich war dabei. Die Sache gefällt mir nicht. Vielleicht sind's keine Rachni, oder doch? Eine neue Invasion. Wenn die rausgekrochen kommen, kann es richtig übel werden. Wir müssen sie aufhalten. Wenn es soweit ist, nehmen wir den guten Rex mit. Das wär's erstmal, Rex. Machen wir weiter. Jederzeit. Und Shepard? Mir gefällt, was Sie mit der Normandy gemacht haben. Ich hatte es satt, immer im Frachtraum rumzuhängen. Ich habe zwar kein Fenster wie Liara, aber es ist ein Fortschritt. Ich würde gern mit Ihnen losziehen, aber die Pflicht ruft. Wenn der Salarianer meine DNA für wichtig hält, was soll ich da sagen? Ach ja. Ich hatte schon... meinen, die Salarianer würden eine Basis auf ihrer Heimatwelt besser absichern. Nein, das war schon angemessen. Aber Cerberus hat Reaper Tech und verglichen damit hätten die Salarianer genauso gut mit Steinen werfen können. Commander, wir haben neue Berichte über Cerberus Aktivitäten auf Tuchanka. Ich habe es auf der Galaxiekarte markiert. Irgendwas läuft hier. Von Aria. Oh. Miranda?
Das müssen wir unbedingt machen. In der nächsten Aufnahme reisen wir zur Citadel. Das machen wir. Ha! Ich habe das Programm für die nächste Aufnahme. Wir reisen zur Citadel. Wir haben dort einiges zu erledigen. Ich hoffe, du hattest wieder einen kleinen Spaß hier in unserem Zukunftskindergarten. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt Mass Effect 3 und wir schlagen uns mit Politik und Kindern herum. Bis zum nächsten Mal. Baba.